Herzlich willkommen zurück. Da ist Exodus 19. Wir sind da gerade am Rumgeisterle. Und ich muss zum Polizeirevier kommen. Denken wir rennen einfach mal, ne? Wenn das schon so nah ist vom Tatort, dann weiss ich gar nicht, warum der Mörder so etwas macht. Oder warum die Cops überhaupt so lange haben, um dort hinzukommen. Wir sind immer noch in der Nähe. Wo ist unser Auto? Weg. Oh, da ist aber noch etwas. Was ist Das ist das? meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Happens. Das ist auch das Risiko von einem Polizist, oder? Ist das schon Polizeistation? I think so. Wenn wir da irgendwie reinkommen, hm? Oh, dort ist wieder etwas. Dort ist auch noch etwas. Aha! Die sind in der ganzen Stadt verteilt. Gut, aber ich möchte nicht zu sehr den anschauen. Ist zwar spannend und alles, aber dort hinten hat es noch etwas. Ich muss schauen. Salem fühlt sich gefährlich an. Okay. Können wir da durch? Ja, Da geht's nicht lang. ja, ist ja gut. Noch nicht, hä? Noch nicht. Da stehen überall Geister rum. Ah, da haben wir nochmal ein Fässchen. Von der ewigen Flamme. Die ich gerade so sehe, nehme ich natürlich mit. Weil ich es kann. Okay. Haben wir schon da durch, hä? Was haben die zu sagen? Immer dort bleiben, wo es gut beleuchtet ist. Hat was, hä? Nein, nicht du, sie will ich. Ich sollte nach Hause gehen. Jetzt. Dann mach's. Was ist das noch? Nicht. Was habe ich getan? Nein. Rick und Laura. Diese... Also komm, Beruhig dem dich geben wir eine noch Sekunde Hilfe. und rede mit mir. Was macht er mit seinen Händen? Ah? Oh, Brad. Okay. Gut. Okay. Gut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden 3, aus 3 wurden... Ach, wer weiß wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Okay. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott. Hä? Ich habe sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? Keine Ahnung, vielleicht geht's dann ja gut. Schau mal. Ah, den brauchen wir wahrscheinlich nachher, um dort durchzukommen. Hm? Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. Alkohol. Schottischer Whisky. Und der dritte Hinweis ist... Das ist nicht Tankstelle. viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Ja, wo nicht weit von hier? Komme ich Anzeige über, oder? Ich habe das Gefühl, ich brauche den Mann, der dort durch die Wand durchläuft. Hä? Also komm mal. Nein, du bist es nicht. Oder doch? Ich
brauche da einen, der durch die Wand durchläuft. Wo ist er? Ist doch der. Soll ich warten? Das ist doch die Tankstelle dort. Ja, ich brauche den. Also komm. Gringo. Muchacho. Jetzt dreh dich zu mir. Ja. Genau. What? Ah, crap. Es geht nicht. Ich hab schon gehofft, ich könnte das so lösen, aber... Aha. Lol. Lol. Gibt's eine Zeugin? Eine tankende Frau? Du verträgst ja nicht gerade viel. Also sie hat ihn gesehen. Ist das sie? Wie fühlt sich Sterben an? Ich dachte, ich hätte... Nein, kann nicht sein. Ist das sie? Wahrscheinlich schon, hä? Echte Hexen trugen keine Hüte. What? In Spanien wurden sie verbrannt. What? Was hat er für Gedanken? Hat sie nicht gesehen, tanken? Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? I don't know. Aha. Das ist der Brad. Genau, das. Ich meine Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ja. Ja, die SOC. Okay. Toll. Also er hat das Taxi bestellt. Ist er da am Kötzeln? Sich übergeben, der Mann. Ah, so ein Lärm. Rick übergibt sich. Oh. Weiss der? Hoffentlich ist die Wohnung geputzt, wenn ich nach Hause komme. Ich sollte eben auch wissen, wann das passiert ist auf eine Art. Diesen ganzen Geschichtskram sollte ich wirklich mal nachschlagen. Aber mir sehen schon komische Gedanken, so voll aus dem Zusammenhang. Aber ja, es wissen auch nicht alle etwas von dem. Von dem Fall. Mhm. Schuh. Also. Der hat es eher nicht gesehen. Sagen, der den Fahrer gesehen hat. Was macht er? Ist er am Einbrechen? Ich komme leider nicht rein. Ich habe das Gefühl... Ich weiß nicht, ob wir das haben. Ja. Er war am Telefonieren und der andere, der sich übergeben. Also es müssen alle drei sein. Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Aha. Der Lärm, den ich gehört habe. Von dem Knall. Ha. Was für ein... Oh. Ist da etwas explodiert, oder?
Zeitungsartikel. Nein, das will ich eigentlich nicht. Ich will den Fall lösen. Ich will ihn lösen. Okay. Zur Hölle bin ich jetzt da. Irgendwo am Umrennen, hä? Was ist das für ein Knall gewesen? Ich bin eh zu weit weg jetzt. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Also ich auch nicht, du. Mir ist es eigentlich egal. Was ist da? Grab. Hey. Du siehst schuldig aus, okay. In dem Nur Fall. Schuldige schauen über ihre Schulter. Wovor hast du Angst? Wovor sich alle Schuldigen fürchten. Verdammnis. Dachte, ich gebe mir die Kugel und das war's. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber ich konnte den Druck nicht mehr ertragen. Okay. Welchen Druck? Dass es jemand herausfindet. Leute wie du haben hier immer herumgeschnüffelt, nach Hinweisen für andere Fälle gesucht. Mit jedem Bullen, der durch das Tor kam, spürte ich, wie sich die Schlinge enger zuzog. Wie sich rausstellt, hätte ich mir mehr zutrauen sollen. Sie verratet noch immer dort, wo ich sie zurückließ. Ja, lach nur. Es gibt Leute, die es verdienen zu wissen, was du getan hast. Kein Grund, das mit ins Grab zu nehmen. Wir alle nehmen etwas mit ins Grab. Selbst du. Hier wandern Dinge herum. Böse Dinge. Das Du weiß ich. solltest auf dich aufpassen. Also ich sehe gerade keine böse Dinge. Im Moment nicht. Okay, wisst ihr was? Oh, Kitty. Hi, Büsli. Aber was zur Hölle mache ich jetzt wieder da, hä? Ist immer das Gleiche. Ist immer das Gleiche mit mir. Aber, ja, ich könnte jetzt direkt zum Polizeirevier. Oder wir könnten da als wichtigen Teil finden. Ah, dann hat es nochmal eins. Schau mal das an. Komm, Buch, Kitty. Geht das nicht? Eben, die ich gerade gesehen habe, hole ich auch und... Oh. Danke dir, Kitty. Ich glaube, ich brauche die nicht mehr. Gut, gut. Nochmal zu der Tankstelle. Irgendwas hat da geknallt. Oh, jetzt bin ich eine ganze Runde gelaufen. Ah, und das ist da, wo wir das Mädchen gesehen haben. Gut zu wissen. Was ist das für ein Knall gsi, den der andere gehört hat? Salima. Wo bin ich? Wo bin ich? Hat doch die Kanone geschossen? Nein. Könnte ja sein. Blub, blub, blub. Da darf ich ja nicht weiter. Crap, wo ist der Weg? Ah ja, dort hinten durch. Stimmt, stimmt, stimmt. Sorry, sorry. Ist halt nicht einfach, wenn man alles das erste Mal spielt. Wartet mal, vielleicht hat er noch mal einen Hinweis. Oder auch nicht. Es ist sicher sein Auto, es hat sicher Alkohol im Spiel gehabt. Aber der Knall.
Was ist das für ein Knall gewesen? Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen, keine Ahnung, was ich tun würde. Wo bin ich dran? Wo bin ich dran? Wie komme ich weiter? Wie komme ich weiter? Keine Ahnung. Schade. Schade, schade. Vielleicht jemand im Hotel? Komme ich nicht rein. Vielleicht auf einem anderen Weg. Kann ich da mit der Kitty Cat rein? Schau mal, ob das Fenster offen ist. Wahrscheinlich auch nicht. Okay. Gehen wir mal einfach da ein bisschen weiter. Vielleicht bietet sich da noch etwas an. Sieht nicht so aus. Vielleicht. Finden wir es später aus. Ich gehe jetzt da mal rein. Yep. Keine Lust mehr. Hat er. Jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder Alleinwaldstütze gebrauchte. Seltsam. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeit. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, verhaften wir ihn. Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Okay. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Neue Spuren. Recherchen zum Glockensymbol. Poltergeist, ja, ich glaube, den brauche ich noch nicht. Symbol des Mörders. Opfer. Was hast du für Noch Gedanken? nicht gepatzt. Wird er aber. Wer? Ich muss an die Abteilung glauben. Ja, verliere nicht den Glauben. Wenn das nur der merkwürdigste Anblick heute Nacht gewesen wäre. Okay. Obduktionsbericht. Nacken. Ja. Gut. Also komm, nehmen wir gleich mal da den Poltergeist. Reagiert niemand. Nein, Sir. Das wüsste ich selbst lieben gern. Nein. Zurzeit keine Verdächtigen, Sir. Das läuft auf schlechten Führungsstil hinaus, Lieutenant. Die Entscheidung, dass Ronan allein reingeht, verantwortest allein du. Wir verlieren einen unserer Männer und du hast weder einen Verdächtigen noch Hinweise? Er hat Handschuhe getragen und außer der Klinke an der Wohnungstür nichts angefasst. Hat keine Abdrücke, Fasern oder sonstige Spuren zurückgelassen. Und wenn du glaubst, ich will nicht auch, dass der Typ dafür bezahlt, liegst du gehörig falsch. Pass auf, was du sagst, Rex. Jeder weiß, er war dein Schwager. Daran brauchst du uns nicht zu erinnern. Verlierst du nochmal die Beherrschung, werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen. Verstanden? Finde den Typen. Oder irgendwas, das uns direkt zu ihm führt. Sofort. Das Ja, ist ein Befehl. so ein Dödel. Ja, verstanden. Die Chefin amix, hä? Also, was gibt's denn da sonst noch für Spuren? Orte der Morde. So schön verteilt. Ja, ich komme gerade. Da hat's noch etwas.
Aha, blaue Augen. Ja, ich komme ja gerade. Das Nattel trägt gerade durch. Was ist jetzt gewesen? Was habe ich verpasst? Aha. Was würde er, was er tun sollte? Was sollte er tun? Ah, das liegt gerade neben ihm. Wahrscheinlich muss die vermissten. zu den vermissten Mietern finden. Genau. Das sollst du. Na also. Und jetzt? Ja, und jetzt hast du etwas gefunden, oder was? Ah, Sperren. In Haft? Joy Foster, okay, sie ist da in Haft. Gut, sehr schön. Gehen wir sie besuchen. Mehr kann ich hier nicht herausfinden. Ah, Ich sollte nicht. lieber die Zeugin finden. Gut. Das machen wir aber das nächste Mal, wenn wir sie gehen in der Zelle besuchen und ein bisschen lachen. Hä? Bis dann. Peace.